So, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, heute schwätzen wir über das Sujet, den es all betrifft, als Pensionen. Bei Pensionen sind nicht just eine Frage von Zahlen und Rechenbeispielen. Sie stellen mehr durch. Sie sind ein Versprechen. Ein Versprechen, dass kein dieser Leben, sein ganzes Leben geschafft hat, am Alter allein gelost wird. Dass kein, der mehr vulnerabel wird, einfach vergisst wird. Ein Versprechen, das von einer Generation aktiv Haut schafft, und damit Pensionen von unseren Eltern und Großeltern hilft zu finanzieren, die nächste Generation auch dasselbe für uns möchte. Pensionen stehen dafür für etwas Grundsätzliches. Sie stehen für Vertrauen, für Anerkennung, für Respekt. Sie stehen für Sicherheit, für die Gewissheit, dass Arbeit und Engagement nicht einfach umsonst sind. An andere Wörter, Pensionen sind mehr wie just eine finanzielle Mesure. Sie sind der Kern von unserem Generationskontrakt. Heute bezahlen wir für die hier Arbeit schon geleistet haben. Nur bezahlt die nächste Generation für uns. Das ist nicht just ein System, das ist eine Frage von Gerechtigkeit, eine Frage von Solidarität und eine Frage vom Zusammenhalten an unserer Gesellschaft. Dieses System darf nicht an Gefahr geraten. Wenn der Generationskontrakt nicht mehr erfüllt wird, dann sind Konsequenzen dramatisch. Dafür müssen wir uns eine essentielle Frage stellen. Ist unser Pensionssystem, wie es heute funktioniert, noch zukunftsfähig? Können wir es noch finanzieren, wenn die wirtschaftlichen und demografischen Realitäten immer mehr komplex gehen? Die Vorsicht ist, unser Pensionssystem ist generös. Mit einem hohen Taux de Remplacement, viel mehr hoch wie bei unseren Notbeschländern, garantierte Sicherheit und Wohlstand am Alter. Das macht Lützeburg attraktiv. Attraktiv für Fachkräfte, die hier arbeiten wollen, attraktiv für Unternehmen, weil die Kotisationen im Vergleich mit dem Ausland mehr niedrig sind, auch dank der Unterstützung vom Staat, den 1/3 davon überhält. Aber dieses System steht unter Druck. Es ist aufgebaut an einer Zeit von starkem Wachstum, steigender Produktivität und immer mehr grosser aktiver Bevölkerung. Aber diese Realität hat sich geändert. Wenn wir unser Pensionssystem an der aktuellen Form beibehalten wollen, dann müssen wir bis 2040 all Jahres 18.000 neue Arbeitsplätze schaffen. Aber der Wachstum ist nicht mehr so dynamisch wie früher. Produktivität stagniert. Die Schafe von neuen Arbeitsplätzen hat sich aufgebremst. Und sogar, wenn der Wachstum so dynamisch wäre, wie die letzten 2 Jahrzehnte, ja, auch dann wären 18.000 neue Arbeitsplätze nicht zu machen. Und vorstellt sich dann auch, ob wir das wirklich wollen. Wollen wir so viel Wachstum bei den Arbeitsplätzen mit allem, was das für als Infrastrukturen, als Schulen, als Mobilität, als Umwelt und als Wohnungsmarkt bedeuten gäbe? Und dann hast du auch noch die Lebenserwartung, die weiter klimmt. Das ist eine positive Entwicklung, ja. Aber auch eine, die eine große finanzielle Belastung für das Pensionssystem bedeutet. Die Fakten liegen dich. Wir stehen für eine Herausforderung, die wir nicht ignorieren können. Die Inspektion Generale von der Sécurité Sociale warnt, schon 2026 könnten Kotisationen nicht mehr durchgehen, für Pensionen zu finanzieren. Deshalb hat die IGDS ihre Prognosen nicht nur handeln, sondern nur 4 angepasst. Das ist ein deutliches Signal. Aber für die behaupten, wir könnten das Problem nach ein paar Jahren ignorieren, sie haben nicht recht. Natürlich haben wir noch Reserven. Sie liegen aktuell bei ungefähr 30 Milliarden Euro. Aber sie sind auch nicht unendlich. Wenn wir diese Reserven zählen, wie wir nicht wir, dann sind sie laut rezenten Chiffren schon 2045 abgebraucht. Du winst, geht es nicht um eine abstrakte Debatte. Es geht um eine notwendige, eine unvermeidbare Diskussion. Und es geht darum, erst zu reagieren, für das moderate Anpassungen heute große Probleme von morgen verhindern können. Mit der Frage geht es nicht weit. Es geht auch um die junge Generation, hier Zukunft. Die Stabilität von einem System, auf den sie sich verlassen können. Und auch sie haben das Recht darüber, das Versprechen, die wir ihnen heute machen, realistisch und gerecht sind, und kein Eidel wieder. Dafür begrüßt CSV ausdrücklich die Arbeit von der Ministerin für die Sécurité Sociale. Sie beweist Courage, diese Herausforderungen umzugehen.
Menger bret ugelöschter Konsultationsdebatte sicht sie net nimmen o Konsens, sie mischt auch op ein Problem opmerksam, dem wir net mi wäch diskutieren können. Sie huet dazu beigedrohen, dat Leiit das System besser verstanden hunn. Alle Nationen huet sich dazu geäußert an dieser bret ugelöschter Konsultation, die nach bis April mat Expertenrunde wird weitergoen. An alle Nationen huet natürlich auch eng Licht aner Vue op de Pensionssystem. Auch Medien hunn ihr Rolle gespielt, an ein gut Aufklärungsarbeit gelecht. Op einmal huet Schidfried sich mat der froh beschäftigt, wie wird Menge Pension ausgesehen. Das Bewusstsein ist entscheidend, weil es weist, wie wichtig eine transparent und nachhaltige Pensionspolitik für die Zukunft von unserer Gesellschaft ist. Als CSV sind wir dabei der festen Überzeugung, dass wir diese Herausforderung nicht einfach passiv akzeptieren können. Wir müssen aktiv nur Lösungen sichern für unser Pensionssystem für die nächsten 15 bis 20 Jahre aufzusichern. 15 bis 20 Jahre scheint realistische Kader zu sein, auch an anderen Bereichen, wie zum Beispiel im Bereich von Infrastrukturen, der Mobilität, der Schulen, der Spitäler, als das einen sinnvollen Planungszeitraum. Trotzdem bleibt immer ein paar d'Incertitude. Diskussionen auf der internationalen Bühne weisen klar, dass die Situation zu allem Moment changieren kann. Natürlich erschaffen wir unter Erholung von der Wirtschaft. Man mit den geopolitischen Risiken, den Handelsspannungen und Wirtschaftsunsicherheiten weltweit sieht alles anders wie rosig aus. Die Entwicklung von heute kann morgen schon komplett anders sein. Fakt ist, Zukunft ist immer unsicher. Dafür ist es wichtig, die richtigen Decisionen zu holen. Wir können uns nicht auf Hoffnung allein verlassen. Wir müssen heute handeln. Herr Präsident, für CSV steht fest, der erste Pilier muss das starke Fundament von einer sozialen Aufsicherung bleiben. In der Basis von einer Altersversicherung. Der Koalitionsakkord ist klar. L'assurance obligatoire restera le pilier central du système de pension. Wir wollen, dass jeder in diesem Land unabhängig von seinem Einkommen am Alter nicht allein durchsteht. Wir wollen, dass alle Menschen, die sein Leben geschafft haben, seine Pension an Dignität genießen kann. CSV hält an diesem Prinzip fest. Dafür ist für CSV auch evident, eine Reform der Pensionen von den Leuten, die heute oder in den nächsten Jahren an Pension gehen, nicht auf Frage stellen. Das ist eine Frage von Vertrauen, von Confiance legitim. Eine Frage, ob wir als Gesellschaft als Versprechen halten. Die Leute haben sich auf dieses System verlassen, sie haben hier Leben, aber besonders ihre Lebensversicherung darauf aufgebaut. Diese Sicherheit dürfen wir nicht auf Frage stellen. Wir müssen also nicht Versprechen halten. Trotzdem wird den ökonomischen Druck auf unser Pensionssystem nicht auffallen. Und die Lebenserwartung wird weiter an die Lut gehen. Zu Lützeburg liegt das legale Pensionsalter zwar bei 65 Jahren, aber in der Praxis gehen die Leute im Durchschnitt schon mit 60,2 Jahren an Pension. Das ist im europäischen Vergleich frei. An anderen Ländern wird schon darüber diskutiert, das Pensionsalter auf 67 herabzusetzen oder sogar und die Lebenserwartung zu koppeln. Zu Lützeburg sind wir heute noch nicht bei so Mesuren, aber die Situation, wie sie ist, bedeutet eine zusätzliche finanzielle Belastung, die wir nicht ignorieren können. Darum ist das für CSV von den Hauptzielen von dieser Reform, dass wir den effektiven Pensionsalter mehr noch und den legalen Pensionsalter rufen. Wir sehen an dem Kontext, prinzipiell keine Notwendigkeit, das legale Pensionsalter von 65 Jahren herabzusetzen, wenn faktuell die meisten Leute sowieso erst an Pension gehen. Für den effektiven Pensionsalter mehr noch und das legale Pensionsalter runterzubringen, können wir als CSV eine Purpiste vorstellen, die die Regierung an hier Reform abbauen kann. Erstens kann die Regierung weiter Anreize schaffen, für die Leute zu encouragieren, hier Pension mehr spät zu holen. Die, die mehr lang schaffen wollen, sollen von klaren finanziellen Vorteilen profitieren. Die aktuellen Anreize bringen nicht die gewünschten Resultate. Nimmen ein kleiner Prozentsatz von den Leuten lässt sich dadurch am Moment aktivieren, mehr lang am Arbeitsmarkt zu bleiben. Das weist klar, dass die Strategie an dem Bereich durch muss gehen. Zweitens kann die Regierung auch prüfen, noch an noch die Kotisationsdauer für die Retraite anticipée anzupassen, für die neue Lebenserwartung verstärkt Rechnung zu tragen und so das System mehr nachhaltig
a méi finanziell équilibréiert ze gestalten. Ha will ich ganz klar so, dat dat net op Kächten vun denen der goen, die schwéier kiperlech abeschlechten. Für sie muss das Prinzip von der freiere Pension mit 50 Jahren auf 40 Versicherungsjahre weiter bestehen bleiben. Wir dürfen nicht vergessen, dass nicht alle Berufe dieselbe Forderungen stellt und dass als Verantwortung eine gerechte Lösung für die Vereine zu garantieren. CSV hält dafür essentiell, dass auch in der Zukunft Penibilität von schwerer körperlicher Arbeit berücksichtigt wird. Und drittens geht zu Lützburg nach zu wenig iwwer flexibel a progressiv Pensionslesungen no gedurcht. Wir müssen das Modell mehr attraktiv machen, wo die Leute schrittweise an Pension gehen können und dabei einen Teil von ihrer Pension beziehen und gleichzeitig weiterarbeiten können. Das könnte für eine Reihe Leute eine interessante Alternative sein, weil es ihnen erlaubt, ihre berufliche Aktivität und ihre individuelle Situation anzupassen. Aufschließend als CSV im Kontext von den Kotisationsjahren ganz grundsätzlich für das Beibehalen von den Babyjahren und von den Studentenjahren. Wir sind und bleiben der Meinung, dass die Zeit für die Gesellschaft wertvoll ist und sie weiter bei der Berechnung von den Pensionen angerechnet soll gehen. Es wäre aber sinnvoll, am Kader von einer Reform über verschiedene kleine Adaptationen respektive Flexibilisierung bei der Periode komplementär nachzudenken, notamment bei den Studentenjahren für die Realität von heute verstärkt Rechnung zu tragen. Herr Präsident, wir kommen bei einer anderen Zentralfrage. Die vom finanziellen Fundament von unserem Pensionssystem. Die Frage von der Resetten. Ein stabiles Pensionssystem kann nicht auf einem gesunden und soliden finanziellen Fundament aufgebaut sein. Heute trägt die Finanzierung sich auf 3 Pilieren. Salarien, Patronat und der Staat, die jeweils 1/3 beilegen. Eine Lösung, die in diesem Kontext immer auf den Tisch kommt, ist die Erhöhung von den Kotisationen. Also ein mehr hoher Betrag von Salarien, Patronat und Staat für das System aufzusichern. CSV gesagt, diese Option an der aktuellen Situation skeptisch, ohne sie komplett auszuschließen. Für was? Weil Lützeburg an den letzten Jahren an Attraktivität verloren hat. Ökonomisch stößt das Land an einer schwierigen Phase. Der Wachstum ist gebremst. Eine Erhöhung von den Kotisationen gibt dieser Situation nicht helfen. Ganz am Gegenteil. Sie gibt Kosten für die Betriebe und Belastung für die Salarien erhöhen. Besonders für die junge Generation wird das eine zusätzliche Belastung. Viele junge Leute kämpfen heute schon mit hohen Wohnungspreisen und Lebenskosten. Eine weitere Kotisationserhöhung gibt hier Kaufkraft weiter aufdrücken. Genau das, was wir mit unseren anderen Steuermesuren zu verhindern probieren. Für CSV ist dafür klar, wir müssen andere Wege sichern, für das System finanziell aufzusichern, ehe wir an den Tisch von den Leuten greifen. Eine Erhöhung von den Kotisationen darf dafür nicht mehr die allerletzte Option sein. In diesem Kontext könnte auch der Reserve vom Pensionssystem eine entscheidende Rolle zu. Sie ist als finanziell Sicherheitsmacht, ein Polster. Die langfristige Stabilität und Nachhaltigkeit von unserem System soll garantieren. Unter 2004 verwaltet der Fonds de Kompensation des Reserves mit einem klaren Mandat, eine gesollt, nachhaltige und effektive Finanzierung von unseren Pensionen zu garantieren. Zu Beginn an ein diversifiziertes Portfolio investiert, unter strengen Risikokriterien und mit einer klaren Rendementserwartung. Aktuell hat das Reserve ein Volumen von über 30 Milliarden Euro erreicht, mit einem Rendement, den an der Moyenne über 4% leitet, dass die Reserve vom Fonds de Kompensation geriert wird. Eine solide Summe, aber keine unendliche Garantie. Wir dürfen uns nicht auf falscher Sicherheit wiegen. Wenn der Status quo unverändert bleibt, könnte das Reserve bis 2045 abgebraucht sein. 2045, das klingt weit weg, man froh, wie man das Suchen haut, wie wir mit denen Suchen umgehen, die stellt sich haut. Wollen wir das Reserve direkt an Finanzierung von unserem Pensionssystem abfließen lassen? Oder sollen wir sie strategisch bewirtschaften, für ihre Lebensdauer zu maximisieren und das System mehr nachhaltig aufzustellen? Für CSV ist die Antwort klar. Wir haben einen grossen Interesse daran, das Reserve so lange wie möglich hoch zu halten. Der Rendement, den der Fonds de Kompensation erwirtschaftet, kann mehr aktiv für das Finanzierung der Pensionen angesagt gehen.
ohne die Reserve selber direkt umzutauschen. Für CSV darf die Reserve nicht einfach abgezehrt gehen, just für weiter Jahren nicht aktuelles System zu ändern. Die Regierung sollte überprüfen, wie man die Reserve als eine weitere Finanzierungsquelle für die Pensionen langfristig errichten können. An dem Kontext muss natürlich auch die Investitionsstrategie des Ziele unterstützen. Wir müssen dafür sorgen, dass das Rendement stabil bleibt oder sogar klimmt, für auch in Zukunft stark finanziell Polster zu haben. Darüber hinaus muss man kritisch auch über die Investitionspolitik vom Pensionsfonds nachdenken. Als sie nach der aktuellen geopolitischen Situation angepasst. Am weit gefragt, soll Lützeburg nicht mehr aktiv als europäische Industrie unterstützen, auch weil sie einen europäischen Sicherheits- und Verteidigungsvolle haben. Für CSV als Stanford drei klar ja. An der aktuellen Weltlage dürfen wir nicht naiv sein. Als Lützeburg sollen wir übrigens auch mit diesem Pensionsfonds eine stark europäische Industrie unterstützen, die unsere europäische Autonomie und Sicherheit zugutekommt. Herr Präsident, die Reform von 2012, die unter demolischer CSV-SAP-Regierung ausgeschafft wurde, hat unser Pensionssystem strukturell angepasst, für seine Nachhaltigkeit und seine Finanzierung über Zeit zu verbessern. Das Reform auf demals in Verantwortung vom demolischen Minister für die Sozialversicherung, dem LSAP-Politiker Max Di Bartolomeo umgesetzt. Eine Mesure von dieser Reform kann schon 2026 aktiviert gehen, wenn die Resetten die Pensen übersteigen. Pensionen bleiben indexiert, aber sie werden von dem Moment an nicht mehr am selben Tempo klammern. Das heißt, kein Pensionär wird etwas verlieren, kein wird man eine Pension kriegen, mit der Heizungen werden gebremst, die werden Ajustement am Prinzip laut der Reform von 2012 nur innen angepasst muss gehen. Des Weiteren gibt es Reform für, dass der fixe Betrag von der Pension de Montant forfaitaire progressiv herabgeht. Heute liegt dieser Betrag bei rund 620 € für 40 Versicherungsjahre. Parallel dazu gibt der proportionelle Montant, die von den Kotisationen aufhängt, los an los reduziert, von 1,85 auf 1,6% bis 2052. Wir halten an der Reform von 2012 fest. Sie go von unserer Partei matt gedrohen, aber wir stehen noch immer voll und ganz dahinter. Demos wie heute war Ziel klar. Finanziell Nachhaltigkeit von unserem Rentensystem aufsichern. Die Reform hat aber auch Ziel, die Kleinpensionen zu stärken und die Mihage zu begrenzen. Sie hat also auch klar einen sozialen Charakter. Und aber, als das Problem von der Altersarmut damals in den letzten Jahren nicht gelöst ging. Am Gegenteil, sie hat sich zum Teil nach verschärft. So viel ältere Leute kämpfen weiterhin mit finanziellen Schwierigkeiten. Und da dann ein Kontext, wo die Lebenskosten permanent an die Lut gehen. Laut Städtec waren 2024 11% von den Pensionären über 60 Jahre an Gefahr von Armut. Das entspricht all 10. Pensionär. Besonders betrifft sie Personen über 65 Jahre, wo das Risiko noch mehr hoch ist. An einem reichen Land wie Lützeburg, der wird nicht akzeptabel sein, dass Senioren hier Leben an Unsicherheit oder Prekarität verbringen. Für CSV ist dafür klar, hier muss etwas geschehen. Wir müssen den Menschen, die am Alter Schwierigkeiten sind, mehr gezielt in den Arm greifen. Dafür soll die Regierung prüfen, wie die Sozialhilfe nach wie stark und die konkrete finanzielle Situation von den Pensionären gebunden können gehen. Am Prinzip als für CSV eine mehr gezielte Sozialpolitik für alle Leute auf finanzieller Not mehr sinnvoll wie eine generelle Erhöhung von den kleinsten Pensionen durch das generelle System. Der Premierminister hat es selber gesagt, am Kader von der Bekämpfung von der Armut, Hilfe müssen direkt bei denen ankommen, die sie wirklich brauchen, automatisch und ohne viel bürokratische Hürden. Geht das nicht besonders, dann auch für uns Pensionären Sinn machen. Die Regierung sollte hier überprüfen, wie den Zugang zu den Hilfen, die den Pensionären zustehen, ohne komplizierte Marschen und ohne Zeitverlust verbessert können gehen. Eine effizient, nachhaltige Sozialpolitik muss genau hier umsetzen. Ziel ist klar, Pensionäre dürfen und sollen hier im Land am hohen Alter nicht an Armut fallen. Abschließend will ich auch noch präzisieren, dass wir dann die Pendants nicht dürfen vergessen, weil sie drohen einen wesentlichen Beitrag zu der wirtschaftlichen Dynamik von unserem Land bei. Das ist unsere Verantwortung, über die Möglichkeiten nachzudenken, für auch hier Pensionen zu verbessern und ihnen eine sichere Zukunft zu garantieren.
Herr Präsident, zu Lützeburg existieren zwei Hauptkategorien am Pensionssystem. Der Regime general für den Privatsektor und der Regime spezial für die Fonction publique. Jeder von diesen hat seine Eigenheiten, seine Geschichte und seine Berechtigung. CSV steht klar hinter dem transitorischen Spezialregime für Beamten. Das gilt für die, die vor dem 1. Januar 1999 am Staatsdienst aktiv waren oder schon pensioniert sind. Hier betrifft auch die, die noch 1998 angefangen haben, aber vorher als Staatsarbeiter, Employé oder Stagiaire aktiv waren. Für diese Personen wird Pension auf Basis vom letzten Salär gerechnet, nicht auf Basis von der Moyenne von allen Einkommens über die Karriere, wie das am Privatsektor der Fall ist. CSV steht zu dem Akkord, den die Regierung damals ausgehandelt hat. Es geht hier nämlich mehr wie nur technische Details, es geht auch hier um Vertrauen. Beamten, die bald 30 Jahre am Spezialregime transitoire sind, dürfen darauf vertrauen, dass diesen Bestand hat. CSV setzt sich dafür an, dass dieses Regime als einer aktueller Form bestehen bleibt, aus Respekt für das Versprechen, dass das Land seine Beamte gemacht wird. Gleichzeitig ist es richtig, dass dieses Regime speziell transitoire auslebt und die Leute aus der Fonction publique an dem Privatsektor gleich behandelt gehen. Das war auch klar die Erkenntnis aus der großen Konsultationsdebatte. Die Leute verlangen noch Equität und diese Forderung als gerechtfertigt. Es soll aber betont gehen, dass der Regime spezial für die Beamten, die nur dem 1. Januar 1999 angestellt wurden, an der Regime general schon heute große Gemeinsamkeiten haben. Der größte Unterschied bleibt der Kotisationsplafond, der für die Beamten nicht existiert. Am Privatsektor können Patronen für Salarien eine Pension komplementär mit dem zweiten Pilier als eine Betriebspension aufschließen. Diese Möglichkeit besteht in der Fonction publique nicht. En Contrepartie gibt es aber an der Fonction publique kein Kotisationsplafond. Es ist wichtig, diesen Unterschied richtig zu verstehen, für keine unnötigen Neiddebatten anzufangen. Wir dürfen die Leute mit verschiedenen Statuten nicht gegen den ausspielen. Die berechtigten Interessen von den einen dürfen nicht gegen die von den anderen gestaltet gehen, weil das nicht mehr Spannungen schafft, ohne nachhaltige Lösungen. Aus diesem Grund gesagt CSV prinzipiell kein aktueller Besoin für das Spezialregime von der Fonction publique aufzuschaffen oder substanziell zu ändern. Faktuell sind die zwei Regime bis auf den einen Unterschied bald identisch. Sie entsprechen dummer auch dem Wunsch für viele Bürger, dass jeder selber behandelt wird. Also wie 2012 sind wir der Meinung, dass alle Änderungen, die am Regime general envisagiert wird, auch für das Regime spezial umgesetzt gehen. Herr Präsident, ich habe gerade angesprochen, neben dem ersten Pilier spielen auch den zweiten und den dritten Pilier eine immer mehr wichtige Rolle an einer Pensionssystematik. Weil das gesetzliche Versicherungssystem am ersten Pilier mehr Einkommens nicht so stark valorisiert, existieren Zusatzpensionen, die unter dem zweiten und dem dritten Pilier fallen. Sie stellen damit eine wichtige Ergänzung zur gesetzlicher obligatorischer Pension durch, können unterschiedliche Formen anholen. Unter dem zweiten Pilier verstehen wir Betriebspensionen. Dieses System ist seit 1999 steuerlich mehr attraktiv gehen, was zu einer positiven Entwicklung geführt hat. Sind hier aus dem Sektor gewusst und hat sich stabilisiert. Auch von 12 von den Unternehmen, die seit 2014 eine Komplementarpension anbieten, liest stagniert, so bleibt der Sektor dynamisch. Viele Unternehmen valorisieren diese Form von Altersversorgung gesehen als ein Instrument für Talente umzuziehen und Mitarbeiter zu halten. Besonders am Finanz- und Assurancesektor spielt diese Pilier eine wichtige Rolle. Hier sind nicht nur hohe Qualifikationen, sondern auch soziales Engagement und Loyalität belohnt. Das ist klar, eine starke Betriebspension möchte eine Entreprise mehr attraktiv. Also sie soll da wenigstens weiter gefördert gehen. Der dritte Pilier ist die individuelle Altersversorgung. Hier können Bürger selber aus der Fonction publique oder dem Privatsektor selber aktiv gehen und durch Privatspurmaßnahmen hier Zukunft aufsichern. Steuerliche Vorteile sollen motivieren, diesen Schritt zu machen. Mir stellt sich auch hier eine Frage, geht das durch? Sie werden profitieren, darum man nicht mehr Leute von diesem Pilier. Wie können wir diesen Bereich mehr attraktiv machen? Diese Fragen darf man nicht ignorieren. Wir müssen evaluieren, ob die aktuellen Steuervorteile noch attraktiv genug sind oder ob es zusätzlich Anreize braucht.
Als TSV setzen wir uns dafür an, diesen dritten Pilier zu stärken. Das heißt, mehr attraktiv Steuervorteile für Privatpersonen, mehr Informationen und Aufklärung für die Bürger bewusst zu machen, wie wichtig das Form von Altersversorgung auch ist. Und aufschließend soll die Regierung auch die Möglichkeit für die Kreation von einem öffentlichen Fonds prüfen, wo alle Bürger die Möglichkeit hat, seine Suchen für den Alter nachhaltig umzulegen und noch ausbezahlt zu kriegen. Herr Präsident, unser Pensionssystem steht kurz- bis mittelfristig Schäden weh. Und das abgebaut auf der Solidarität zwischen den Generationen, einem fest verwurzelten Prinzip von unserer Gesellschaft. Das Fundament darf nicht auf Frage gestellt gehen. Das heißt Pflicht, die Solidarität zu schützen. Nicht nur für Haut, sondern für allem für Mur. Die Frage ist nicht, ob wir unser System erhalten müssen, da das eine Selbstverständlichkeit. Die Frage ist, wie wir seine Zukunft aktiv und nachhaltig aufsichern. Das ist Aufgabe, haut die richtige Stellschrauben zu drehen, an das System so zu steuern, dass hier mehr resistent gegen Krisen ist und noch an der Zukunft gerecht und stark bleibt. Wir haben als TSV klare Pisten abgewiesen, wie eine nachhaltige Zukunft für uns Pensionen aussehen. Die Finanzierung vom System muss gerecht und stabil bleiben. Salarien, Patronen an der Staat haben dieselbe Responsabilität. Die Leute müssen darauf vertrauen können, dass die Versprechen, die wir heute machen, auch nur noch gelten. Alles ernst wäre ein Verlust von Vertrauen an den Bruch mit dieser gesellschaftlichen Verantwortung. Verantwortliche Politik denkt nicht nur an die nächste Wahl, sondern auch an die nächste Generation. Eine Reform muss unser System so anpassen, dass er für die nächsten 15 bis 20 Jahre gestärkt und finanzierbar ist. Es muss eine Reform sein, die nicht verschlechtert, sondern verbessert. Nicht eine, die Zukunftsfähigkeit aufschwächt, mit die Stabilität stärkt. Das politische Umfeld verändert sich. Die Realitäten von morgen sind vielleicht nicht die von heute. Man das heißt nicht, dass wir nichts machen sollen. Eine Politik vom après nous le déluge ist keine Option. An einem ist es gefährlich. Wenn wir die Realität ignorieren, schaffen wir unseren eigenen Eschek. Verantwortung heißt, haut die Entscheidungen zu treffen, die mehr Stabilität bringen. Verantwortung heißt, ein Lot zu agieren und nicht zu warten, bis es zu spät ist. CSV will nicht warten. Wir wollen ein Lot handeln. Mit Entschlossenheit, mit Courage, mit dem klaren Bewusstsein, dass die Pensionen von morgen auf unsere Entscheidungen von heute aufbauen. Für die Solidarität und Gerechtigkeit auch in der Zukunft zu garantieren. Das ist der Weg, für Altersarmut aktiv entgegenzuwirken, Vertrauen an den Generationsvertrag zu stärken, an eine sozial gerechte Zukunft zu garantieren. Mir ist die bereit, diesen Weg zusammen zu gehen. So eine Schmerz für die Aufmerksamkeit. Très bien.